Du das mal probieren. Was ist das? Du musst so den Finger rein tun. Jetzt musst du den Pickel schmieren. Oben, wieder oben. Also Nase nachnehmen? Nein! Wohl, ich bin der Maske. Ich tue mich selber maskieren. 12 Sekunden später. Oh, das ist richtig tragisch. Heute so Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute nein! Ich bin wieder mal da mit meinen Eltern. Wer bist du? Der Papa, Papi-Style. Und ich bin Mami-Style. Crazy! Was machen wir heute? Wir müssen englische Wörter übersetzen ins Deutsche. Nein, mit den Jugendwörtern erraten. Das ist das Gleiche. Nee. Sag mal ein Jugendwort. So cringe. Deinen aufpasst. Wenn jemand Riss hat. Riss? Riss. Ritz. Riss. Du hast einen Riss. Mess. Der Seti hat einen Riss. Oder auch nicht? Ich will disrespecten. Er kommt gut an. Ja, das Ja, oder hat geht in die Richtung. Verehrer oder Verehrer? Ja, das geht noch in die Richtung. Ah, auf Frauenseite Ja. hat er Riss. Oder Er hat allgemein? Frauen. Früher hat man gesagt, er zieht. Also Ja. wir haben mir gesagt, sie oder er zieht. Ja, doch, Er das zieht. ist es eigentlich. Ah, Genau. die Ausstrahlung und alles. Gut. Ja. Haben wir alle? Riss. Ja. Ja. Was ist Delulu? Ich bin müde. Delulu, sagt man. Geschlappt oder schlappig. D heisst irgendwie so entgegengesetzt. Das müsste mit ent übersetzt werden. Ent, Also, weiss nicht, das was originale Wort ist delusional. Ja genau, Delusion. Bist du demotiviert? Ja. Nein, ich mache mal ein Beispiel. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist und du das Gefühl, er ändert sich schon an und es wird super. Ah, frustriert. Nein, nicht frustriert. Nein, du hast eine Sondern Illusion, du hast eine Vorstellung und dann... Enttäuscht. Nein, nein, Weil du hast eine Hoffnung und bist nachher enttäuscht. Aber Nein, dann ist- nein! Du träumst viel zu fest und es ist gar nicht, es ist so realitätsfern. Also dann bist du auch Also dann Delulu. schaust du wie durch eine rosarote Brille eigentlich. Also, Ja. du bist ein bisschen verblendet. Ja, kann man, ja. Ja, ich glaube, das Wort habt ihr schon mal gehört. Ein Talahun. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, warte so. Talahun? Du hast das Ein gleich schon. Talahun. Das ist ein gewisser Stil von einem Menschen, von einem Mann. Ja? Ja. Ja? Ein bisschen arrogant oder ein bisschen hochnäsig. Ja, wow, ist nicht schlecht. Sicher? Ja. Ein bisschen Bluffstock. Es geht Ja. mehr um den Style auch ein bisschen. Ja, er tut ein bisschen flexen. Ja, Ja, er schaut ein wirklich, bisschen auf die ja. Marke und Ja, das ja. alles. Typisch für einen Talahun ist das Gucci-Täschchen. Ja. Ja, okay. Und dann so enge Jogginghosen. Ja. Das ist ein Talahun. Das nächste ist Goofy. Das Oh. könnt ihr noch erraten. Goofy. Der Goofy ist der Hund. Nein, Goofy. Doch, der Goofy ist Ja, der Hund. ja. Ja, Goofy ist schon schlappig, so ein bisschen lustig, klonhaft. Ja, ja. Ja, Goofy. Tollpatschig. 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 Ja. Ganz Stabil. Stabil, jetzt. Hä? Ja, wie leer das eben ist. Oh, das ist jetzt auch spannend. Mit. Meat. Meat. Heißt so ein bisschen mit. Nicht mehr. Nicht mehr. Mittelmäßig. Mittelmäßig, Ah. Mittel. Ja. Durchschnittlich, Weder ja. gut noch schlecht, du hast so Gut. mit. Genau. Gut. Yes. Mad. Für mich. Was ist ein NPC? NPC. NPC. Ja, du kannst mit dem Schlüssel nicht den Unterschied zwischen N und M. Es ist ursprünglich eigentlich von einem Game. Und zwar sind das die Menschen, die wie einfach im Game sind. Manchmal gibt es einfach Menschen, die wie quasi passantenmäßig durchlaufen, aber die haben gar, sind gar Haben sie keine keine Charakter. Funktion? Nebendarsteller. Ja, eigentlich Ja, schon. genau. Ne? Okay. Also, wenn du NPC bist, ich glaube, dann bist du nicht so ein bisschen willkommen. Also weißt du, bist nicht dazugehörend. Ja, nicht dazugehören. Nicht dazugehörend. Ja, du bist wie so ein Sind wir schon lauwarm, passiv. Nein, Figur. ja. Ah. Also ein NPC ist eigentlich so ein 0815 Mensch. Eine Feldmaus. Ein natürlich. Ja, das ist Mitläufer. wieder Ja. live. Genau, ein Durchschnittsmensch. Ja, aber So es muss man dann ist, sagen. es ist auch eine Feldmaus, es ist eine Person, die nicht auffällt, weißt du? Würdet ihr euch als NPC bezeichnen? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Was bedeutet das, wenn ich sage, du bist eine Karen? Ein Bitch. Oh, Karen! Nein. Das ist Karin, es ist eine Karin, Carrie. oder? Ich würde sagen, Keine ihr macht Erziehung, euch oder? lustig über eine Frau in unserer Generation. Es muss nicht unbedingt von eurem Alter sein, aber es passiert bei uns in den jugendlichen oder jüngeren Jahren öfters mal, dass wir eine erwachsene Eingerostet. Person in eurem Alter als Karen bezeichnen. Ja, das habe ich ja gesagt. Aber es geht mehr um den Charakterzug. Und zwar eine Karen ist jemand, der wie unser alter Nachbar, sage ich jetzt mal so jemand, der so Ja. einfach, es geht ums Prinzip. Gut bürgerlich. Ah. Das sind Leute, die Beamte sind, die einfach genau Keine alles nach Beamte. Paragraph Keine machen Beamte. und alles Ja. korrekt machen. Ja, und Genau. wo wir korrekt Ah, so reklamieren. Kontrollfreaks. Ja, einfach unnötige Kommentare geben. Ja. Es geht einem richtig auf die Eier. Das sind solche, die nicht daheim bei den eigenen Haustüren den Dreck kehren, sondern bei dir, bei den immer anderen. wieder Ja. bei den Nachbarn
Nachbarn und bei anderen Leuten Fehler sucht. Das sind Karens. Und wie sind Männer bezeichnet? Auch Karens. Nicht Kevin. Ich habe mal gehört, den Namen Kevin sagen Opfernamen. Das könntet ihr wissen. Was ist lame? Langweilig nicht. Mal? Schau Mal, mal. schon richtig. Aber es ist mehr so ein bisschen uncool. Oder vielleicht auch altmodisch. Nicht so spritzig. Das ist verdammt lame. Aber man sagt es mehr so ein bisschen, wenn du eine Idee hast vielleicht, das ist Ja. verdammt lame. Was heisst das, wenn ich jemanden ghoste? Oh, das ist Oh, ganz geil, schlimm. ja. Das weiss ich. Das weiss ich. Du hast Haten, jemanden ghosten. ghosten. Nein. Du tust ihn befolgen, Nein. tracken. Nein, Du weißt, wo er arbeitet, wohnt. Das hat ja eigentlich mit Geist zu tun, oder? Jemand hat Interesse an dir. Nein, es hat zu tun, dass Ghosten ist eigentlich etwas, was die Narzissten machen. Sie tun dir ständig ein Wort eigentlich wie im Maul umdrehen. Alles, was du sagst, machen sie nachher anders. Also sie tun, ich weiss nicht, Nein, das ist ob einfach nicht anders das. kann sagen. Mal ganz sicher. Ghosten. Was ist, was tut einen Geist auszeichnen? Was soll mit einem Geist ausmachen? Ich habe nie einen Geist gesehen. Ja eben! Aha, Du hast ihn nicht gesehen. ein unscheinbar. Du tust jemanden ignorieren. Du tust jemanden ghosten. Ja, stimmt. Oh nein, ich habe das Natürlich. verwechselt mit den Narzissten. Manipulieren. Nein, Gaslighting. Gaslighting. Ah, was ist ein Situationship? Also Situation, Beziehung. Wenn du mit jemandem zusammen im gleichen Bus hockst zum Beispiel, dann hast du aus diesem Grund eine Beziehung zu dem aufgebaut, weil du vielleicht in der gleichen Situation bist, weil So du mit dem schön. im Bus fährst oder weil du mit dem im Geschäft bist. Immer der gleiche Bus, immer die gleiche Zeit, immer die gleichen Gesichter. Genau. Ja, ich denke, es ist wegen dem. Shit. Du hast Shit. Oder Ship. Ship. Shipping. Friendship. Aber Shipping ist ja Schiffbewegung. Nicht Schiff. Shipping. Willst du mich auf die Chippen nehmen? Sag mir, willst du mich auf die Chippen nehmen, oder? Friendship. Das Mama war ein bisschen näher als Also du. gut. Situationship ist ganz simpel eine Beziehung, die nicht definiert ist. Im Sinne von, vielleicht sexuell, aber du bist okay. nicht zusammen. Aber du hast Doch eine Beziehung. Situationship anstatt Relationship. Du redest einfach. Es ist nicht eine Relationship, es ist nicht eine Friendship, es ist etwas dazwischen. Das ist eure Generation, die ja nichts definieren will, Null die ja Verantwortung. keine Verantwortung übernehmen. Man kann einfach ein bisschen dahin gleiten und schauen, was rauskommt. Ich habe Lust und möchte Genau. tun und machen. was Lebensabschnittsbeziehung. Genau. Das ist ein Karen Open End. Oh, das ist eines meiner Lieblingswörter. Jeppe. Jeppe. YEP. Jappe. Jeppe heisst für mich wie so ausflippen. So Jeppe, so twisten, so. Ja, es klingt ein bisschen so nach in seitwärts Tanzen, kommt, weißt du, wie der Hase so eine Freude hat im Rasen. Yeah, Jeppe! Nicht ganz. Nicht ganz. Ist es ein Einschlag? Quirlen. Am Jeppe. Es ist einfach Labern. Tratschen, Jeppe, unnötiges Gelaber, das jetzt nicht Das ist mega unnötig, tief eben. Ja. Ja. Wenn du käffelst mit deiner Kollegin, dann sind die den ganzen Nachmittag am Jeppe. Aha, okay. Auf Zürichdeutsch schnurren. Ja. Ich hau dir eins auf Jeppe. Etwas ist sass. Das ist auch wieder negativ, habe ich das Gefühl. Ja. Das finde ich ein Unerwünscht. doofes Wort. Nein, es Das würde ist ich so. jetzt Es nie ist so benutzen. Das ist mega sass. nein, Sass ist so schwer, so Ja. unverdaulich. Es ist einfach so ein bisschen unnötig. Es ist sicher negativ behaftet, ja. Ja. Wenn jemand irgendwie dich fragt, hey, kannst du mir schnell Geld ausleihen? Und sie wirkt aber jetzt nicht so mega verzweifelt, sondern vielleicht eher so, du hast gerade das Gefühl, die Person will eigentlich das Wort nicht klauen. Dann ist sie sass. Verdächtig. Ja! Suspicious. Ja! Einfach Suspekt. abgekürzt, der hat wieder mal zu wenig Mumm, um das ganze Wort zu sagen. Super. Das könnt ihr wissen. Was ist Tee? Teenager. Nein, es heisst eigentlich Tee, ja. Ja, von Tee. 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 Was Spill ist the tea. Tee ist das Gegenteil von Kaffee. Tee. Sag Spill einen the Satz. tea. Hast Kannst du du mir ein bisschen Tee erzählen? das, was du erlebt hast, so ein bisschen wenn man den anderen lange nicht mehr gesehen hat, so ein bisschen zusammenfassend. Ja, es ist eigentlich basically einfach Gossip. Gossip ist eine Gruppe, eine Gruppe. Das ist die Frau, die irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, hat es etwas mit Fame zu tun? Nicht hat? Nein, nein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an einer Studentenparty war und wir haben alle gesoffen am Abend vorher und dann mit irgendwelchen Leuten geredet, dann habe ich am nächsten Tag mit meinen Friends telefonieren und jeder Updaten. Ich jeder sag dir- erzählt den Gossip vom Abend. Aha, was er so okay. durch die anderen erfahren hat. Oh mein Gott, die haben etwas miteinander gehabt. Ja, genau. genau. Du tust dich Ja. updaten eigentlich in einer Kurzversion. Gib mir schnell die Infos, was hast du alles erlebt, wie geht es dir, wo bist du gewesen, bla bla. Gossip und das Tee. ist Ganz speziell das Highlight eigentlich. ja, das sind die Sachen, wo so ein bisschen Geheimnis von interessieren. anderen. Ja, eigentlich hast also du die Gossip. News.
Ja, aber Geheimnis von der anderen. Die Person ist schwanger, oh Gott, die hat etwas mit dem gehabt. Ja, Das ist eigentlich das, was Neugier. Das ist das ist das, was auf der Zeitschrift zuoberst. Ja, genau, die Headliner. Was ist ein Glow-Up? Ich frage jetzt mal dich. Nein, Papi. nicht schon Weil wieder ich weiss, Mami weiss Nicht es. schon wieder Glow-Up. Das ist unterste Schublade. Muss ich als alter Vater das erklären? Glow-Up ist, das hat doch mit Beziehung, wie viele Beziehungen man hat. Also Beziehung ist ja fast schon in Anführungszeichen. Wie viel hast du schon mit... Ja, das hast du schon das letzte Mal falsch gemeint. Nein, Glow-Up ist Nein, nicht... du hast von Bodycount geredet. Du hast das ist verwechselt mit Bodycount. dem- Ja, du hast Glow-Up verwechselt. heisst... Ich muss ist immer erklären, äußerlich. wie bei uns der Glow-Up funktioniert hat. Er hatte irgendwie so einen Flumschnauz und Durchwellen. Und nachher, als wir uns kennengelernt haben, haben wir den Glow-Up hinter uns gehabt. Und er hat sehr Ja, gut sogar. ausgesehen. Dort hast du auch eine Frauenliste gehabt. Also der Glow-Up ist erwiesen. Ja, das war das letzte Mal. Ich glaube, wir sind beide etwa gleich schlecht gewesen. Gut. Aber welches Wort ist euch geblieben? Ghosty. Gosi. Ritz war noch, dann NPS. Situationship. Das Ah, ist Ship, also ja. eine Gelegenheitsbeziehung. Cringe haben wir nicht gehabt. Cringe aber nicht gehabt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr sonst noch irgendwelche Jugendwörter kennt, die meine Eltern verraten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, Glocken aktivieren. Bing bong. Und das Like geben, das ist dort, wo man das Herzchen sieht. um mich zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. So, jetzt gehen wir ins Bild. Nein, jetzt machen wir das Thumbnail! Oh ja. Habe ich schon? Ich habe vorhin gesmiled. Du siehst scheiße. Aber das hebt im Fall, ich kann es nicht mehr verstreichen.